Gottes Segen ist Regen fürs Leben. Und ihr seht das an diesem Bild mit dieser Kanne oder dann auch dieses Wäldchen. Und im Winter ist ja der Schnee oder der Regen wird im Winter optimalerweise schön weiß, oder? Und deshalb auch dieses Bild, der Regen, der plötzlich zum Schnee wird und aus der Wolke herunterkommt auf dieses Wäldchen, das wir sind. Gottes Segen, der wie ein Regen oder wie der Schnee auf uns herunterkommt, dass wir in diesem Segensfluss von Gott stehen dürfen. Das soll heute Morgen das Thema sein. Und ich freue mich allgemein auf diese Serie mit diesem Gesegnet. Es hat auf der Rückseite vom Flyer steht ja dieser eine Vers, wo es auch um den Segen von Gott geht. Und ich finde das so ein richtig cooler und starker Vers. Im 5. Mose 28, Vers 12 steht der, zum ganz genau sein. Der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Den Himmel auftun. Das wünsche ich mir für uns, dass der Segen von Gott so richtig auf uns herabregnet. Und schon in diesem Vers sieht man ja, das Land bekommt Regen, es kann wachsen, es kann gedeihen, aber es geht dann darüber hinaus. Alles Tun deiner Hand zu segnen, also der Segen von Gott, das ist immer allumfassend. Dieser Vers steht in einem sehr spannenden Kapitel. Das Volk Israel war lange in der Wüste unterwegs und steht jetzt kurz davor, ins verheißene Land endlich hinein zu können. Und da gibt Mose diese Segenssprüche. Es sind ganz viele so Segenssprüche in diesem Kapitel, dem Volk weiter. Und es heißt dann immer, wenn ihr Gott gehorsam seid, wenn ihr nur Gott anbetet, dann seid ihr gesegnet mit verschiedenen Segen, die kommen. Das ist dann einer dieser Segen. Und dann weiter geht es aber im Kapitel auch umgekehrt. Wenn ihr Gott untreu werdet, wenn ihr andere Götter anbetet, dann kommen verschiedene Flüche über euch. Und dann gibt es auch eine ganze Auflistung von Flüchen, die dann kommen werden, bis dahin, dass das Volk wieder aus dem Land vertrieben wird. Was dann ja auch passiert ist tatsächlich. Und es kommt so irgendwie der Gedanke bei uns oder bei mir, wenn ich das und das tue, dann werde ich gesegnet. Wenn ich das und das nicht tue, dann werde ich verflucht oder nicht gesegnet. Das ist ja eigentlich eine recht brutale Haltung. Vielleicht auch gut, dann kann ich sagen, na gut, ich mache einfach diese Dinge, ich bin Gott gehorsam, dann werde ich gesegnet. Und dann schaue ich so, wie geht es den Menschen? Vielleicht kennst du auch solche Fragen. Dann siehst du so völlig gottlose Menschen, die aber anscheinend richtig gesegnet sind, denen es gut geht, die alles haben, was sie brauchen, die im Wohlstand sind. Und dann siehst du gottesfürchtige Menschen, die ganz treu Gott nachfolgen, aber die richtig unten durch müssen. Und fragen wir uns ja, wie ist das jetzt mit diesem Segen? Für wen ist jetzt dieser Segen? Was müssen wir tun, um unter diesem Segen zu stehen? Und genau das soll das Thema sein heute, dass wir hier einen Blick in die Bibel werfen und da diese Segensspur verfolgen. Manchmal denkt man ja, im Alten Testament war das halt mit Wohlstand verbunden und im Neuen Testament ist so geistlicher Segen irgendwie. Aber das ist eine Spur, die durch das Alte und das Neue Testament hindurchgeht, die vom Segen von Gott spricht. Und genau da wollen wir eintauchen. Es beginnt schon ganz am Anfang in der Bibel, im 1. Kapitel, da segnet Gott den Menschen und sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Im 2. Kapitel segnet Gott den 7. Tag. Halleluja, dürften wir heute Sonntag haben. Und weiter segnet Gott die ganze Zeit. Also Gott ist ein segnender Gott, schon ganz von Anfang an. Und dann gibt es eine spannende Bibelstelle bei Abraham, immer noch im 1. Mose, wo zum ersten Mal das Wort Segen auch als Nomen vorkommt. Ist also schon auch eine spezielle Stelle. Und da wollen wir zusammen eintauchen und lesen, was Gott diesem Abraham sagt. Das ist im 1. Mose, Kapitel 12, dürft ihr gerne mitlesen. Da spricht Gott zu diesem Abraham. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, also er hieß damals noch Abraham, ohne H, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein.
Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Völker auf der Erde. Es beginnt schon richtig gut mit dem Segen hier bei Abraham. Du sollst gesegnet sein. Du sollst gesegnet sein. Und in dir die ganze Welt mehr oder weniger, oder? Und dann schauen wir in das Leben von Abraham in dieser Zeit. Dann merken wir, es steht, du sollst gesegnet sein, aber seine Ehebeziehung war fruchtlos, hatte keine Kinder. Das heißt, du sollst wie gerecht sein, aber er wurde geschlagen. Du sollst gesegnet sein, aber Abraham erlebte ganz viel Entmutigung. Du sollst gesegnet sein, der hatte auch depressive Zeiten, dieser Abraham, war deprimiert. Und trotzdem soll er den Segen Gottes gehabt haben. Also es heißt hier, Abraham war gesegnet. Und trotzdem dauerte es so lange, bis irgendwann dann überhaupt ein Kind kam. Also es brauchte ganz viel Geduld und so wie Verzögerung. Wir wollen hier ein bisschen diese Segensspur weiter verfolgen. Dieser Abraham ging dann in dieses Land und lebte da. Sein Neffe Lot kam mit. Irgendwann haben sie sich getrennt, weil beide so viele Schafe und so viele Güter hatten. Hat sich aufgeteilt und Lot ging an einen anderen Ort, dieser Neffe. Und der wurde da angegriffen oder diese Gegend wurde angegriffen von verschiedenen Königen. Unter anderem von einem Kedorlaomer. Und die haben diesen Lot gefangen genommen und weggeführt. Und Abraham hat gesagt, jetzt gehe ich dahin und kämpfe. Er hat alle seine Männer zusammengesammelt, es waren 318. Irgendwie hat es aber funktioniert und er hat tatsächlich diesen Lot befreien können und hat sogar noch Beute gemacht. Er ist dann zu einem ein bisschen geheimnisvollen Priester, dem Melchisedek, gegangen und hat da einen Teil der Beute, seinen Zehnten, gebracht und wurde gesegnet. Ganz interessant. Aber offensichtlich bekam Abraham auch Angst. Wahrscheinlich, dass die jetzt kommen und sich da ihm entgegenstellen und diese Befreiung vergelten. Und dann lesen wir weiter im 1. Mose 15, wie es da weitergegangen ist. Da heißt es, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht. Das hat sicher dem Abraham ganz gut getan in dem Moment, dass Gott ihm sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also zuerst sagt ja Gott, ich bin dein Schild. Also mit anderen Worten, dein Schutz, dein Beschützer. Aber dann auch dein sehr großer Lohn. Also Lohn, ein Wort, das hier steht, was eigentlich mit der Bezahlung, wirklich so mit dem Lohn, den man bekommt, mit dem Gehalt zu tun hat. Also Gott, der sagt, ich bin dein Schutz und dein Versorger. So wird sich dieser Segen zeigen. Und dann heißt es weiter, Abraham aber sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Also der Eliezer wird alles erben. Das war der oberste Knecht, den Abraham hatte. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen, also das heißt keinen Nachkommen, gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Also wieder bestätigt Gott, dass dieser Segen schon kommen wird. Es wird einen Nachkommen geben, ein eigener, aus deinem eigenen Leib. Und dann, und er, also Gott, führte ihn hinaus. Da war also Abraham noch in diesem Zelt drin, diese ganze Zeit. Und jetzt hat Gott gesagt, komm, geh heraus. Dieser Abraham steht auf und geht raus. Und dann heißt es, und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Dann stelle ich mir vor, dass es eine Pause gegeben hat. Dass Abraham hinaufgeschaut hat, zum Himmel geschaut hat. Sterne zählen? Wow. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und dann sagte Abraham zum ganzen
Amen. Das fragst du dich vielleicht, wieso hat das Abraham gesagt? Aber es steht hier im Text. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das Wort, das hier für Glaube steht, das hat eine Wortwurzel Aman vom Amen. Dasselbe Wort. Mehr als einfach so soll es sein. Es ist wirklich so ein Glauben, Vertrauen, vertrauensvoll aussprechen. Ich vertraue darauf, dass das so kommen wird. So in diesem Sinn sagte Abraham Amen dazu und dieses Amen wurde Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet. Ganz interessant. Also dieser Abraham, wir lesen dann weiter von ihm, wie er im Leben unterwegs war, hat einige Dinge ganz gut getan. Von da an war er ein Gerechter vor Gott. Er hat aber einige Dinge auch schlecht gemacht. Aber trotzdem war und blieb er ein Gerechter, weil Gott ihm seinen Glauben zur Gerechtigkeit gezählt hat. Und jetzt ist es spannend, wenn wir noch weiter genauer hinschauen, es hat noch ein anderes interessantes Wort hier, das zähle die Sterne. Das Wort Safar, was hier steht für zählen, das könnte man auch übersetzen mit erzählen. Und jetzt können wir uns ja fragen, was bedeutet es hier? Zähle die Sterne 1, 2, 3, 4, 5 oder erzähle von den Sternen. Schau mal diese Sterne an und diese Geschichte, die sie erzählen. Schau nach oben, das ist das Bild für das Volk, das von dir kommen soll. Das ist doch eine Geschichte, dass Gott kommt und dich rettet aus dieser Fruchtlosigkeit, sage ich jetzt mal, und ein so großes Volk macht. Erzähl diese Geschichte. Also das schwingt hier mit. Zähl die Sterne, aber erzähl diese Geschichte von dieser Sterne. Es ist so wie eine Art Evangelium, eine frohe Botschaft, die Gott diesem Abraham bringt. Es ist auch in der Art ein Evangelium, weil Abraham darin die Gerechtigkeit gefunden hat, die von Gott kommt, aus Glauben und nicht aus seinen eigenen Werken, von dem, was er selber tut. Also mit anderen Worten hat Gott dem Abraham durch die Sterne so wie das Evangelium verkündigt. Klingt ein bisschen komisch, aber überlegt mal, wie sollte Gott dem Abraham das Evangelium bringen? Es gab damals noch keine Bibel, das war alles noch gar nicht aufgeschrieben. Hat diese Geschichte durch diese Sterne erzählt. Und an dieser Stelle springen wir ins Neue Testament, in den Galaterbrief, können wir zusammen vorwärts blättern, wo dieser Faden, genau dieser Faden wieder aufgenommen wird. Gehen wir mal in Galater 3, Vers 8. Da heißt es, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also Paulus schreibt hier den Galatern, Leute, hört einmal, dem Abraham wurde damals das Evangelium verkündigt. Dass genau in dir alle Völker dann gesegnet werden sollen. Und wie soll das Ganze geschehen? Wir haben damals gelesen, dass dieser Same kommen soll, oder? Dieser Same. Und es ist spannend, dass das dann in Einzahl steht. Dass nicht von vielen Samen war die Rede damals, sondern von der Einzahl. Und auch dieser Faden wird da in diesem Galaterbrief aufgenommen. Wir springen ein bisschen weiter nach hinten zu Vers 16. Da heißt es, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Also wenn wir uns fragen, wie werden wir gesegnet? Aus diesem Samen, der damals schon verheißen wurde, der als Evangelium eigentlich verkündigt wurde dem Abraham, Jesus Christus. Wir springen wieder nach oben zu Vers 5 und lesen von da mal diesen Abschnitt in Galater 3, wie jetzt Gott dieser Segen oder allgemein in uns wirkt. Da heißt es, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Also wodurch wird Gott mit seiner Kraft in uns wirksam, in diesen Kräften? Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, Paulus hat das offensichtlich nachgeschaut im 1. Mose 15, oder? So erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder.
Jetzt kommt Vers 8, den wir schon gelesen haben. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde. Das finde ich noch cool. Heiden ist so ein komisches Wort, aber das sind wir gemeint. Wir sind nicht Juden und alle Nichtjuden wurden zu den Heiden gezählt, zu allen anderen Völkern quasi. Hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also in Abraham, in diesem Evangelium sollen alle Völker gesegnet werden. Wie denn genau? Vers 9. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Also so, auf diese Art und Weise werden die gesegnet, die auch glauben. Und wenn wir uns das so überlegen, wieso? Dann sehen wir das im Vers 8, weil im Glauben eine Rechtfertigung stattfindet. Etwas mega Cooles, also so etwas Unverdientes, ein unverdientes Geschenk von Gott. Ich glaube, dass er mich rechtfertigt und er rechtfertigt mich. Er macht mich gerecht, einfach als Geschenk. Nicht wegen Werken oder so etwas, sondern einfach, weil ich daran glaube. An dieser Stelle verabschieden wir den Unti. Cool, dass ihr bis jetzt dabei wart, aber ihr könnt jetzt zusammen nach unten gehen und dort weiter über diese Themen sprechen. Und während sie nach unten gehen, gehen wir zu Römer 4. Wollen wir hier einen kleinen Umweg machen zu Römer 4? Weil da wird dieser Faden auch wieder aufgenommen. Also wir springen da mal ein bisschen vorwärts zu Römer 4. Da heißt es, was sollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, weil er so gute Werke getan hat, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Was bedeutet das jetzt? Das ist logisch, wer sich etwas selbst verdient, der hat einen Lohn bekommen. Aber es ist dann nicht aus Gnade, es ist nicht ein Geschenk, sondern der Arbeitgeber ist verpflichtet, diesen Lohn zu geben. Ist denn Gott verpflichtet, uns etwas zu geben, wenn wir Gutes tun? Natürlich nicht. Gott ist niemandem etwas schuldig. Gott ist niemandem verpflichtet. Er muss gar nichts geben, aber er will. Wenn wir weiterlesen hier in Römer 4, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist auch spannend hier, es heißt nicht, diejenigen, die das Gesetz oder die Werke nicht brechen, sondern es steht, die auswerken sind. Also es geht darum, was man als Grundlage von seinem Leben macht. Und ich frage mich an dieser Stelle, wie kann das sein, dass ein heiliger Gott einfach so gerecht spricht? Dass er uns rechtfertigt, einfach aus Gnade. Ein Gott, von dem wir lesen, dass er Schuld nicht ungestraft lässt. Oder der dem Habakuk als Propheten offenbart, dass seine Augen, die Augen von Gott, zu rein sind, um Böses überhaupt anzuschauen. Wie kann so ein Gott einfach rechtfertigen, einfach das wie ungeschehen machen? Aber genau das ist es ja, wenn wir das glauben, dass Gott das macht, dann werden wir gerechtfertigt. Und das bringt unseren Blick zum Kreuz. Wenn wir auf Jesus schauen, dann merken wir, dass er ja unsere Schuld, unsere Sünde genommen hat, dass wir unser Schlechtes Jesus bringen dürfen, dass er es auf sich nimmt und am Kreuz dafür gestorben ist und dass er uns seine Gerechtigkeit schenkt. Es ist nicht einfach weggetan, sondern unsere Schuld ist Jesus gegeben und seine Gerechtigkeit ist uns gegeben. Das ist Grundlage von diesem Ganzen, ist dieser eine Same, dieser Jesus. Wir gehen wieder zurück zu Galater, wir haben da gelesen, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Das ist der Segen. Und dann heißt es weiter,
im Vers 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Jetzt hier haben wir das, wer aus den Werken des Gesetzes ist, der ist unter dem Fluch, aus den Werken. Das ist schon spannend. Das heißt nicht, wer einmal das Gesetz oder übertritt oder so, sondern wer aus diesen Werken ist, also wer das als Grundlage für sein Leben nimmt. So wer sagt quasi, ich halte das Gesetz, dann ist Gott verpflichtet, mir gnädig zu sein, mich aufzunehmen, mich in den Himmel hineinzulassen und so weiter. Ich mache es gut im Leben, ich mache gute Taten. Dann ist Gott auch, dann muss er ja fast, dann kann er ja gar nicht anders. Aber das bedeutet, dass man wirklich absolut gut sein müsste, dass man alle Gesetze und alle Gebote halten müsste. Also das ist eigentlich die Frage, die an uns gestellt ist, wenn wir über Segen nachdenken. Will ich aus den Werken des Gesetzes leben? Will ich aus den Werken leben, was ich mir verdiene? Oder will ich aus dieser Gnade, aus diesem Segensgeschenk leben? Wir lesen dann weiter im Galater. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, also in jedem Detail eigentlich, oder? Was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das ist unsere Entscheidung. Will ich aus Werken leben oder will ich in den Segen von Gott hineingehen und aus Gnade leben? So gesegnet sein mit Abraham. Also Gottes Segen im Glauben ist Gottes Segen ausgeschüttet über unser Leben. Und sind wir in diesem Segen von Abraham drin, dann ist es keine Frage, habe ich viel Segen oder wenig Segen, sondern dann bin ich gesegnet. Dann bin ich im Segen von Gott. Jetzt kann es ja so sein, dass du sagst, ja, ich glaube an Jesus. Ich habe diese Rechtfertigung von Jesus angenommen. Und trotzdem gibt es so Momente, wo du zweifelst, bin ich überhaupt gesegnet von Gott? Oder es geht schlecht, oder es gibt Angriffe, es gibt Zweifel, bin ich überhaupt gesegnet von Gott? Und an dieser Stelle gehen wir nochmals nach vorne in den Psalmen. Das ist ja etwas, das ist nicht eine neue Entdeckung. Bei Abraham war das so, Galater, der Paulus hat es so beschrieben im Römerbrief. Und jetzt gehen wir in die Psalmen. David hat einen Psalm dazu geschrieben und der war ja wirklich auch von realen Feinden angegriffen. Also Feinde aus Fleisch und Blut. Gehen wir im Psalm 71. Da heißt es, bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und befreie mich, neige dein Ohr zu mir und hilf mir. Also dieser David, der da in Bedrängnis war, der geht zu Gott und sagt, rette mich, deine Gerechtigkeit, die rettet mich. Absolut spannend. Und dann weiter unten im Psalm schreibt er im Vers 15, mein Mund soll erzählen von deiner Gerechtigkeit, von deinen Hilfserweisungen Tag für Tag, die ich nicht zu zählen weiß. Also Tag zu Tag soll der Mund von der Gerechtigkeit von Gott reden. Oder erzählen. Da haben wir übrigens wieder genau dieses Erzählen, dieses Safar, dieses gleiche Wort. Diese Gerechtigkeit, von der soll erzählt werden. Und David sagt, jeder Tag soll mein Mund das erzählen, das aussprechen. Ich bin gerecht. Und dann ist es ganz interessant, was David hier schreibt, von deinen Hilfserweisungen. Also Gott, der kommt und hilft. Und da haben wir wieder so ein spannendes hebräisches Wort, was dieselbe Wortwurzel hat wie retten, Heil bringen, Heiland. Also das, was hier steht, Teshua, vielleicht hört ihr es, Teshua, Jeshua, hebräischer Name für Jesus. Jesus, der Retter, der Heil bringt. Also eigentlich ist das ein sehr neutestamentlicher Vers. Ich will erzählen, dass die Gerechtigkeit kommt von dem, der rettet, von diesem Jeshua, von diesem Jesus. Und das soll eine Ermutigung für uns sein. David hat das Tag für Tag laut ausgesprochen. Ich bin gerechtfertigt in Jesus. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das auch mal zusammen sagen können. Wollen wir das mal zusammen laut sagen? Okay? Ich bin gerechtfertigt in Jesus.
Und wir alle auch, sagen wir mal mit wir. Wir sind gerechtfertigt in Jesus. Und das will ich euch mitgeben als kleinen Action-Step. Nehmt das mit in die Woche und das hat eine große Kraft offensichtlich, wenn man Tag für Tag das ausspricht, am Morgen, am Mittag, am Abend. Ich bin gerechtfertigt in Jesus. Das ist die Hilfe, die ich brauche. Das ist dieser Segen, der erzählt wird, der in meinem Leben gültig ist und lebendig ist, Tag für Tag. Wir gehen noch an den Ende dieses Psalms und damit komme ich auch zum Ende von dieser Predigt. Ich will kommen, schreibt der David dann im Vers 16, ich will kommen in der Kraft des Herrn, des Herrschers oder in der Kraft, in den Kräften steht, im Plural eigentlich, also in großer Kraft. Wenn ich diese Gerechtigkeit, dieser Segen in meinem Leben ausspreche und in Anspruch nehme, dann wird das kräftig wirksam werden. Ich will kommen in der Kraft des Herrn, des Herrschers. Und dann, und ich will rühmen deine Gerechtigkeit, dich allein. Also wieder sagt er es, bei Abraham wurde diese Gerechtigkeit verkündigt, Paulus hat es verkündigt, die ganze Bibel hindurch wird verkündigt, das ist das Segen von Gott, dass ich gerechtfertigt bin und David spricht es auch aus. Und dann im Vers 24 sagt er, auch meine Zunge soll täglich von deiner Gerechtigkeit reden. Denn beschämt und schamrot wurden, die mein Unglück suchen. Hier haben wir wieder davon reden, das ist ein anderes Wort, was hier noch gebraucht wird, was auch so ein inneres Reden oder Meditieren oder Murmeln bedeuten kann. Also man kann das laut aussprechen, aber man kann sich auch selber immer wieder sagen im Herzen, du Gott bist meine Gerechtigkeit, in dir, Jesus, bin ich gerecht. Ich bin gerechtfertigt in dir, Jesus, ich bin gerechtfertigt in Jesus. Was für ein kraftvolles Wort des Segens. Und das schreibt er, jetzt wurden all diese Feinde beschämt. Die wurden schamrot. Also alle diese Feinde, die hier waren, die Mächte des Bösen, die wurden schamrot und sind abgehauen, haben sich verzogen. Also wenn wir heute davon sprechen, der Segen von Gott, der wird sichtbar, wird erlebbar und ist voll da in der Gerechtfertigung, die wir in Jesus haben dürfen. Und jetzt gehen wir nochmals ganz an den Anfang zu diesem Abraham. Abraham war ja da unterwegs und wir lesen, dass er wirklich gesegnet wurde. Mit diesem großen, unendlichen Segen der Gerechtfertigung, aber auch allgemein im Leben, eigentlich umfassend. Wir lesen, dass er sehr reich war, dieser Abraham, dass seine Frau mit 90 Jahren wie durch ein Wunder wieder fruchtbar wurde und offenbar wurde sie auch plötzlich wunderbar schön, weil noch in diesem Alter haben heidnische Könige sie in ihren Harem nehmen wollen. Müsst ihr einmal lesen mit diesen Altern und diesen Storys, unglaublich. Abraham wurde 175-jährig. Es heißt dann, dass Abraham in allen Lebensbereichen gesegnet wurde. Und Abraham war alt und recht betagt und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. In allem. Der Segen von Gott, der wirklich Kreise zieht, überall hin. Also ich will dir zusprechen, wenn du diese Rechtfertigung von Jesus angenommen hast, dann bist du gesegnet. Dann hat Gott seinen ganzen Segen über dir ausgegossen. Dann bist du in diesem Segensfluss von Gott. Du kannst natürlich sagen, gut, ich laufe auch als Gerechter durchs Leben und erlebst, wie all diese Bereiche in deinem Leben auch gesegnet werden. Es gibt auch Menschen, die sind so gerecht vor Gott, aber die laufen plötzlich so ganz ungerecht vor Gott, auf ungerechten Wegen. Und da muss man dann auch nicht staunen, wenn plötzlich so sage ich mal, Fluchworte oder Dinge, die kommen, die nicht mehr so schön sind oder wo man sich fragt, wie kann das jetzt sein? Aber wenn wir in diesem Segen als Gerechte von Gott durchs Leben gehen, und das wird jetzt ganz spannend, dann dürfen wir voller Überzeugung sagen, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet vielleicht in dem, dass ich schaue und merke, ja, mir geht es so gut, uns geht es so gut hier, wir haben so viele Dinge, wir sind materiell unglaublich gesegnet und privilegiert in der Schweiz, oder? Vielleicht geht es dir aber auch nicht so gut und du musst im Moment schauen, dass du alles auf die Reihe bringst, dass es irgendwie aufgeht am Ende des Monats. Aber du merkst, ich bin gesegnet, weil ich merke, ich habe einen Gott, der mich versorgt. Der schaut, dass es am Ende irgendwie aufgeht, wo ich merke, ich muss mir gar keine Sorgen machen, sondern ich erlebe Gott als meinen Versorger. Vielleicht merkst du, ich bin so absolut gesegnet, weil Gott mir eine gute Gesundheit schenkt. Was für ein Segen. Vielleicht bist du aber auch nicht gesund. Und du bist krank. Vielleicht erlebst du Gottes Heilung und merkst, was für ein Segen von Gott.
Aber vielleicht bleibt auch diese Schwachheit und du merkst, ich bin gesegnet, weil ich einfach weiß oder spüre und erlebe, wie Gott mich hier durchträgt. Du spürst einen Segen von Gott, weil du weißt, dass er an dir arbeitet und dich lehrt, dass das Leben vergänglich ist, auf das wir klug werden. Vielleicht schafft Gott an dir, dass du richtig klug wirst und du merkst, wie klug du schon geworden bist, was für ein Segen von Gott. Oder du merkst, wie der äußere Mensch zwar schwach ist, vielleicht krank, aber Gott deinen inneren Menschen Tag für Tag erneuert. Was für ein Segen. Oder vielleicht merkst du, du hast eine Familie und du hast Kinder und merkst, was für ein Segen das ist, dass Gott dich mit Kindern segnet. Vielleicht hast du auch keine Kinder und merkst plötzlich, was für ein Segen das ist, wenn man geistliche Kinder haben darf. Vielleicht sogar ganz viele, dass das ja sogar eine Familie ist, die noch ein bisschen mehr Bestand hat als nur hier auf der Erde. Was für ein Segen, wenn man geistliche Kinder haben darf. Vielleicht bist du auch hier und merkst, du bist so richtig gestärkt, wie wir vorhin gehört haben, so leidenschaftlich für Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, voller Energie und Kraft. Was für ein Segen, wenn man das hat. Vielleicht bist du aber auch hier und merkst, du bist ganz schwach und sagst, aber ich bin so gesegnet, dass Gott doch gerade in den Schwachen stark sein will. Also wir merken, der Segen von Gott, der kommt plötzlich in alle Lebensbereiche hinein. So dürfen wir gesegnet sein. Ich will gerne beten. Komm mit ins Gebet, mach das zu deinen eigenen Worten oder formulier deine eigenen Worte dazu. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der so gerne segnet. Und danke Gott, dass wir uns deinen Segen nicht verdienen müssen, weil das wäre ein unglaublicher Krampf und es wäre so begrenzt. Aber du willst uns deinen Segen einfach schenken. Und zwar einen Segen, der noch viel größer ist als alles, was wir uns jemals verdienen könnten. Danke, Jesus, für diesen unglaublichen Segen. Danke, dass wir das aussprechen dürfen und einfach darin leben dürfen, dass wir gerecht sind in dir. In dir, Jesus. Dass wir das glauben dürfen, im Glauben annehmen können und dann stehen wir unter deinem Segen. Unter deinem Segen, dass wir ab sofort nicht mehr ungerecht sind, sondern Gerechte vor dir. Danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist und unsere Schuld getragen hast. Dass wir unseren Fluch dir abgeben konnten. Du hast diesen Fluch getragen und hast uns deine Gerechtigkeit gegeben und so dürfen wir gesegnet sein. Und Jesus, du siehst die Orte in unserem Leben, wo wir unterwegs sind, wo uns manchmal scheint, dass es nicht so segensvoll ist, dass wir da nicht so gesegnet sind. Und ich will dich bitten, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir da deinen Blickwinkel einnehmen dürfen. Dass wir erleben dürfen, wie wir im Schönsten und im Besten gesegnet sind, wie wir aber auch in der Herausforderung gesegnet sein dürfen. Und ich will dich bitten, Jesus, dass du uns auch immer mehr lehrst, dass wir auf deinen gerechten Wegen unterwegs sein dürfen und so richtig in deinen Segensspuren laufen können. Amen. Es ist etwas sehr Schönes, dass wir auch heute zusammen das Abendmahl feiern dürfen. Und es gibt eine ganz interessante Stelle im 1. Korinther 12, Vers 16. Dort heißt es, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Wir wollen heute zusammen das Abendmahl feiern und es ist ein Segensmahl, weil es genau von dieser Rechtfertigung spricht, oder? Wir sind gerechtfertigt in Jesus Christus. Das ist das, was im Abendmahl zum Ausdruck kommt. Er ist ans Kreuz gegangen und hat seinen Leib hingegeben, hat seinen Leib gebrochen, dass unser Leib nicht gebrochen werden muss. Was für ein Fluch, wenn der Leib gebrochen wird, oder? Und Jesus hat diesen Fluch getragen und seinen Leib brechen lassen. So brechen wir heute das Brot. Das Brot ist vorbereitet, dass du es nehmen darfst, auch als ein Zeichen. Ich nehme diese Rechtfertigung im Glauben an. Diese soll für mich gültig sein. Jesus hat seinen Leib für mich gebrochen und sein Blut vergossen. Er rechtfertigt mich, er stellt mich in diesen Segensfluss hinein. Er hat sein Blut vergossen für mich. Im 1. Korinther 11 heißt es, der Herr Jesus wurde in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot und dankte es, brach es und sprach, nehmt, esst,
Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also auch in diesem Abendmahl, sage ich mal, verkündigen wir genau das, was Abraham verkündigt wurde, was er erzählt hat, was David erzählt hat, was Paulus erzählt hat. Wir erzählen das auch im Abendmahl. Es ist ein Segensmahl. Jesus rechtfertigt uns aus Glauben, was für ein Segen. Dann heißt es auch, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Mit anderen Worten könnte man sagen, wer als Ungerechter aus seinen eigenen Werken denkt, der hat dieses Abendmahl verdient. Das ist unwürdig. Würdig ist, wenn man sagt, ich brauche deine Gnade, Jesus, und deshalb freue ich mich so, dass ich diese Gerechtfertigung von dir haben darf. So will ich euch einladen, während den nächsten Liedern. Ihr dürft dann aufstehen, nach hinten gehen. Der Tisch des Herrn ist gedeckt. Das Segensmahl ist vorbereitet. Es ist eine Erinnerung und eine Verkündigung, dass wir teilhaben dürften an dieser Gerechtfertigung durch Jesus Christus. Es gibt auch die Möglichkeit, während den nächsten Liedern sind 2 Leute für Ministry Time bereit, die bereit sind zum Dienen mit Gebet. Das bedeutet Ministry Time. Die wollen einfach für euch beten, also wenn jemand ein Gebetsanliegen hat, irgendetwas, wenn jemand ein besonderes Segensgebet will, also quasi bitte bete für mich um Segen in diesem Bereich ganz allgemein, das ist irgendein Anliegen, geh auf die Leute zu, die haben so einen Badge an, wo drauf steht Ministry Time, du darfst einfach zu ihnen gehen und sagen, ich habe ein Anliegen, bete für mich und sie beten gerne für dich. Manchmal tut es gut, wenn einem der Segen auch zugesprochen wird. Und wir haben Lieder, wo wir einfach auch zu Jesus kommen dürfen, wo wir Jesus anschauen können und ihn mehr kennenlernen, ihm danken können für diesen Segen, den er uns gibt. Ich will auch in einem Gebet Danke sagen für das Abendmahl. Danke, Jesus, hast du den Leib gebrochen für uns. Danke, Jesus, hast du dein Blut vergossen für uns. Und so ist das Abendmahl auch ein Segensmahl, wo wir einfach damit sagen dürfen, wir stehen unter deinem Segen. Und zwar nicht ein bisschen, sondern du hast uns in Jesus alles gegeben. Wirklich alles. Und es gibt keine Sekunde, wo es uns an irgendetwas fehlt oder so, sondern wir sind so reich gesegnet. Und wir wollen das auch heute im Abendmahl zum Ausdruck bringen. Jesus, wir sagen dir, wir nehmen diese Rechtfertigung im Glauben an. Wir glauben, dass du es tust, dass du es getan hast und wir müssen nichts dazu beitragen. Du hast alles bereits getan. Danke, Jesus. Und so will ich auch diesen Segen über euch aussprechen. Segen, was nichts anderes bedeutet, als der Herr wendet sich dir gnädig zu. So solle der Herr dich segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden, seinen Shalom. Amen.